Hey, guten Morgen miteinander. Ich kann das bestätigen mit 2 linken Händen und 2 linken Füßen. Man kann etwas machen in dieser Luft. Ich bin jetzt ein paar Mal und sie steht noch. Und, also du darfst auch gerne schauen gehen, ob du es weiterentwickeln kannst oder ob du sie zum Zusammenbrechen bringen kannst. Aber ich freue mich, dass wir heute zusammen dürfen so den Abschluss von dieser Serie Hopefully machen. Und ich habe mich entschieden, mit euch zusammen den Psalm 23 anzuschauen. Und es kann sein, dass du vielleicht denkst, Psalm 23, das ist ja der Psalm mit dem Hirt und mit dem Schaf. Das ist der Psalm, den ich doch schon 1- oder 2-mal gehört habe. Und der ist so bekannt, der ist vielleicht langsam schon ein bisschen so abgenutzt, abgewetzt und vielleicht erscheint er dir langsam schon ein bisschen so belanglos. Für mich persönlich ist der Psalm 23 einer von diesen Psalmen, der mir ganz, ganz wichtig geworden ist in all diesen Jahren. Er ist für mich eigentlich so ein Lebenspsalm geworden. Man kann auch sagen, er ist für mich so ein Hoffnungspsalm. Der Psalm, der hat mir immer wieder Wort gegeben in Zeiten, wo ich irgendwie keine Kraft, wo ich keine Kapazität hatte, Wort zu finden. Nicht, weil der Psalm so wunderbar beschreibt, wie es mir geht in der Hoffnungslosigkeit. Da sind andere Psalmen viel besser. Ich Wurm und ich weiß nicht was. Aber der Psalm 23, der schafft es bei mir immer wieder wie eine neue, eine andere Gottes Perspektive in meine dunkle Situation, in meine schwierige, in meine hoffnungslose Situation hineinzugeben. Und es kann sein, dass du im Moment gerade in so einer hoffnungslosen Phase in deinem Leben drin bist. Dann ist der Psalm oder dann ist die Predigt heute Morgen genau für dich. Und es kann aber auch sein, dass es bei dir im Moment gerade so hell und schön, so ein laues Lüftchen, vielleicht zwischendurch mal so einen kleinen Platzregen, aber nichts, was dich so umhaut. Und das mag ich dir von Herzen gönnen. Aber auch dann ist die Predigt genau für dich. Weil der Psalm, es ist so ein Lebenspsalm. Es ist so ein Psalm, der so ganz viele grundlegende Themen hat, die auch in schönen Zeiten wichtig sind. Und wie ich das Leben so kennengelernt habe in den letzten Jahren, kann ich mir vorstellen, dass auch bei dir die Chance da ist, dass es irgendwann mal zumindest ein bisschen dunkler wird. Und dann ist gut zu wissen, wo finde ich dann Wort von der Hoffnung. Der Psalm 23, der ist ja von David geschrieben worden. Der David, der selber Hirt war. Also, als der David den Psalm geschrieben hat, ist er nicht so an seinem durchgestylten Schreibtisch gesessen und hat sich überlegt, ja, jetzt bräuchte ich noch so ein gutes Bild, weißt, so für Hoffnung und Vertrauen in schwierigen Zeiten. Oh ja, Hirt und Schaf, das ist gut. Weil da gibt es dann nachher auch so schöne Fötterchen, weißt? Am besten so bei Sonnenuntergang, im Gegenlicht. Dann sieht man nur so Silhouetten von dem Hirt mit seinem grossen Hut und seinem schönen Stab und hinten so ein paar dicke Schafe, die ihm folgen. Und wenn man das noch auf Instagram macht, das ist total berührend. Komm, das machen wir. Wir haben heutzutage so ein kleines verklärtes Bild vom Hirtsein, so ein romantisches Bild von dem Hirtsein und von dem Schafsein. Und der David, der hat durchaus die schönen und die tollen Seiten vom Hirtsein und vom Schafsein gekannt. Aber er hat vor allem die brutal harten Seiten dahinter gekannt. Dort, wo der David Hirt war, dort haben extrem widrige Umstände geherrscht. Dort war es in der Nacht sehr, sehr kalt, am Tag sehr, sehr heiß. Es war sehr felsig, es war sehr trocken, es war sehr gefährlich. Das ist nichts mit Sonnenuntergang und Instagram-Fotos. Der Psalm 23, der ist durch und durch lebenserprobt. Und der David hat aus gutem Grund genau das Bild vom Hirt genommen. Und der Psalm 23, der ist ja nichts anderes als ein Gebet von David. Der David, der sagt, zu seinem Gott betet und sagt, und du bist im Fall mein Hirt. Du bist im Fall mein guter Hirt. Und mir persönlich
ist der Psalm 23 eben auch so zu einem Gebetspsalm geworden. Ich glaube, so das erste Mal bewusst habe ich den Psalm 23 gebetet, als ich so etwa 22 war. Ich habe dazu mal in einer WG im Kreis 5 in Zürich gewohnt. Und der Kreis 5, das war dazu mal ein Drogenkreis gewesen. In unserem Stegenhaus, da haben wir immer wieder Spritzen gefunden, wir hatten Alufolie, Löffel. Gestern Nacht ist mir in den Sinn gekommen, einmal hat uns sogar, nicht nur einmal, Leute ins Stegenhaus reingeschissen. Also es war nicht immer ganz so schön gewesen. Und in diesem Kreis, da hat es viele so Gestalten gehabt. Und einmal, da mag ich mich erinnern, da bin ich auf dem Heimweg gewesen, entweder sehr, sehr spät in der Nacht oder sehr, sehr früh am Morgen, das weiss ich nicht mehr. Aber auf der anderen Strassenseite, so leicht versetzt hinter mir, immer jemand gleich schnell wie ich, ist so ein Typ, ist so eine Gestalt gelaufen. Und mir ist es immer unheimlicher geworden, mir ist es immer unwohler geworden. Und irgendwann habe ich angefangen zu beten. Aber mein Kopf war so beschäftigt damit zu denken, was ist das für ein Typ? Und der Typ ist übrigens immer ein bisschen unheimlicher geworden und immer ein bisschen gefürchtiger. Ich habe gar keine Kapazität, irgendetwas zu denken. Dann habe ich einfach angefangen, den Psalm 23 zu beten. Oder zumindest die Teile, die ich dort auswendig hatte. Und vor allem der Teil, und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist. Und ich habe das so halblaut vor mir angesagt. Ich bin dabei immer ein bisschen lauter geworden, bin auch immer ein bisschen mutiger geworden und bin schlussendlich heil daheim angekommen. Und ganz ehrlich, ich weiss bis heute nicht, wer in dieser Nacht mehr Angst gehabt hat. Ich oder der Typ hinter mir. Der die ganze Zeit denkt hat, hey, nein, die Frau da vorne, die schwätzt mit sich selber oder mit irgendwelchen Gestalten, die sie sieht, von Todestal und so. Wenn die mir durchdreht, habe ich eine schlechte Nacht. Mein erstes Erlebnis mit Psalm 23 beten. Aber es hat sich von dort aus durchaus weiterentwickelt und es ist ein bisschen weggekommen von dem einfach runterlieren und mir selber Mut zu sprechen zu einer wirklichen Gebetshilfe geworden. Die mich ein bisschen kennen oder die mich schon einmal ein bisschen gehört haben, die wissen, dass Beten mir immer wieder schwerfällt. So das alleine Beten. Ich habe die Tendenz, so 1000 Sachen zu beten und doch nicht wirklich. Oder ich fange beim Gebet an und ende bei der Postenliste. Und gleichzeitig weiss ich, wie sehr ich das Gebet brauche und will ich das Gebet. Und ich will mit dem Gott in Kommunikation sein. Und ich habe gemerkt, wir tun eben so Gebetshilfen so gut. Ich bete oft am Vaterunser entlang oder ich bete Themen vom Vaterunser. Ich bete Themen von der Stiftshütte. Ich habe vor kurzem oder im Sommer habe ich mal eine Predigt über das gemacht. Und der Psalm 23, der ist mir eben auch so eine Gebetshilfe geworden. Und wie schon erwähnt, besonders in Zeiten, wo es mir schlecht gegangen ist. Ich habe jahrelang, ist es mir körperlich, gesundheitlich sehr, sehr schlecht gegangen. Ich habe viele Schmerzen gehabt. Ich habe oft einfach nicht mehr mögen. Ich habe oft nicht mehr können. Und ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich einfach auch nicht mehr wollte. Und in diesem Moment habe ich keine Kraft und habe ich keine Kapazität gehabt, irgendwie noch Wort zu finden für ein Gebet. Und gleichzeitig hat sich mein Herz so sehr danach gesehnt, mit Gott zu schwätzen. Und dort haben mir die Worte vom Psalm 23 immer wieder die neue, die andere, die Gottesperspektive gegeben. Und ich habe so wie 2 verschiedene Arten, wie ich den Psalm 23 bete. So das Basismodell in Zeiten, wo ich so einfach nicht mag und nicht kann, da lese ich meistens halblaut den Psalm 23. Und ich weiss, Gott weiss, was ich damit meine und was es für mich in diesem Moment bedeutet. Und dann habe ich so die erweiterte Variante. In Zeiten, wo ich ein bisschen mehr mag oder wo es mir eben auch so richtig gut geht, weil ich bete ja den Psalm eben auch gerne in Zeiten, wo es mir gut geht, dann nehme ich so einen Vers, ich bete den Vers und ich fange an, über den Vers nachzudenken. Ich fange an, mit Gott über den Vers zu reden, über die Themen, die in diesem Vers kommen. Und sobald ich bei der Gurke im Migros bin, merke ich, jetzt ist Zeit, zum nächsten Vers zu gehen. Und so kann ich mich so wie durch die Themen
vom Psalm 23 durchbeten. Und wir schauen jetzt so den Psalm 23 an, die verschiedenen Verse, damit, wenn du mal möchtest, für dich den Psalm 23 beten, dass du wie weisst, was könnten denn die Verse, was könnten denn die Bilder in dem Psalm 23 bedeuten. Und mir ist bewusst, das ist auch sehr persönlich geprägt von mir. Und man kann die Verse auch ganz anders sehen, man kann die Verse auch ganz anders lesen. Und man kann auch noch viel mehr drin lesen. Weil wir haben nicht Zeit, um in jedes Detail hineinzugehen, aber ich habe einfach so mal für mich meine persönlichen Schwerpunkte gelegt. Und viele Sachen, die ich so über Schaf im Zusammenhang mit dem Psalm 23 entdeckt habe, habe ich aus einem Büchlein von einem gewissen Philipp Keller, das habe ich schon ewig lang. Und der ist in Kenia aufgewachsen, also unter ganz ähnlichen Bedingungen, wo der David Hirt war. Und er ist selber dann nachher 8 Jahre lang Schafhirt und Schafzüchter und ist schließlich dann Pastor geworden, also Menschenhirt. Ein Mann, der sehr viele Sachen mir so ein bisschen wie neu aufgehen lassen hat. Wir fangen an mit dem ersten Vers, was heißt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirt. Es fängt an mit einer ganz klaren Entscheidung in diesem Gebet. Es fängt an mit einer ganz klaren Aussage. Du Gott, du bist im Fall mein Hirt. Es fängt damit an, dass von Anfang an klargestellt wird, wer ist. Und es fängt damit an, dass ich mich am Anfang entscheide, ich lasse mich von meinem Hirt führen. Ich stelle mich ganz bewusst unter die Führung von dem Hirt. Ich stelle mich ganz bewusst unter die Leitung von dem Hirt, weil ich weiß, ich brauche das. Und mit dem, dass ich mich unter die Führung stelle und unter die Leitung stelle, stelle ich mich eben auch unter seine Fürsorge, unter seine Obhut. Weil der Hirt, den wir haben, das ist ein guter Hirt. Ein Hirt, der alles gibt für seine Schafe. Ein Hirt, der sein Leben gegeben hat für seine Schafe. Jesus sagt im Neuen Testament sagt er so 7 Sachen über sich selber. Das sind so die Ich-Bin-Worte von Jesus. Eins von diesen Ich-Bin-Worten steht in Johannes 11,11. Und dort heißt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und genau das hat Jesus gemacht. Und genau dem Hirt vertraue ich. Ein Hirt, der sein Leben für seine Schafe gibt. Ein Hirt, der den Tod überwunden hat für seine Schafe. Ein Hirt, der meine Bedürfnisse kennt und ein Hirt, der genau weiß, was ich brauche. So, dass ich sogar sagen kann, mir wird nichts mangeln. Und das mir wird nichts mangeln, das ist für mich immer so ein bisschen das ist so absolut. Und das habe ich manchmal nicht so gern, so absolute Sachen, weil ich dann denke, ja, also manchmal schon, so ein bisschen. Aber ich glaube, dort, wo du und ich sagen, mir wird nichts mangeln, da gibt es wie einen Perspektivenwechsel. Weil es geht nicht um äußerliche Bedürfnisse, es geht nicht einmal um gesundheitliche Bedürfnisse. Es geht um deine ganz tiefsten inneren Bedürfnisse, wo Gott dein Hirt verspricht zu stillen. Und mit dieser Aussage, mir wird nichts mangeln, entscheide ich mich an diesem Moment oder in diesem Punkt, wegzuschauen von dem, was ich meine, es mangelt mir, und hinzuschauen zu dem Hirt, der mir verspricht, mich zu erfüllen. Und ich lasse mir in diesem Moment von meinem Hirt zeigen, was ich wirklich brauche und was meine Seele eben wirklich braucht. Was ich für meine wirkliche innere Zufriedenheit brauche. Und da bei diesem Punkt, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln, da kannst du Gott sagen, ja Gott, ganz bewusst stelle ich mich unter deine Führung. Ich will mich ganz bewusst unter deine Fürsorge stellen, weil du bist ein guter Hirt. Und du, Gott, du kennst meine wahren, meine wirklichen innersten Bedürfnisse. Und ich vertraue dir, dass du die erfüllen kannst. Und du kannst dich fragen an diesem Punkt, ja, glaube ich denn, dass Gott ein guter Hirt ist? Auch in schwierigen Zeiten.
Vertraue ich, dass Gott meinen Mangel auffüllen kann? Oder fühle ich die vielleicht irgendwo anders, mit irgendetwas anderem? Und wie gut verhebt denn das, mit was ich meine Bedürfnisse auffülle? Es geht weiter mit: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. In anderen Übersetzungen heißt: Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Der David ist, wie ich schon gesagt habe, Hirte in einem sehr, sehr kargen Gebiet. So eine grüne Aue, so frisches Wasser, das war Seltenheit. Das war nicht so das Emmental. Das hat ein bisschen anders ausgesehen. Und da hast du als Hirte sehr genau und sehr gut müssen wissen, wie du mit deinen Schäfchen an die grüne Aue und zu diesem frischen Wasser kommst. Und in unserem Leben, da gibt es die Momente, die für uns auch wieder so trocken sind. Wo du vielleicht das Gefühl hast, du bist innerlich am Verdursten, du bist innerlich am Verhungern. Und genau dort hast du einen Hirt, der dir sagt: Ja, ich sehe, wie trocken das bei dir ist. Ich sehe, wie du Hunger hast, ich sehe, wie du Durst hast. Aber ich weiß, wo die grünen Auen sind. Ich weiß, wo das Wasser ist. Es ist bei mir. Weil eines von diesen weiteren Worten, die Jesus über sich selber sagt, eines von diesen Ich Bin-Worten ist, im Johannes 6,35. Dort sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ich bin die grüne Aue. Ich bin das frische Wasser. Komm zu mir und deine Seele bekommt das, was du brauchst. Und dort kannst du lagern. Dort kannst du dich anlegen. Dort kannst du zur Ruhe kommen. Weil ich habe gelesen, dass es für Schafe ein bisschen so eine Sache ist, das mit dem Anliegen. Schafe, die legen grundsätzlich nicht so oft an. Die liegen nur an, wenn so relativ viele Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel, eine Bedingung muss erfüllt sein, dass sie sich anlegen: sie müssen satt sein. Die Schafe sind ständig beschäftigt mit Fressen suchen, Fressen suchen, Fressen essen, Fressen essen, Fressen wieder suchen, Fressen essen. Die können erst anliegen, wenn die keinen Hunger haben. Die können erst dann zur Ruhe kommen. Und da sagt Gott: Ich gebe dir die grüne Aue, damit du zur Ruhe kannst kommen. Und eine zweite Bedingung ist, Schafe, die müssen sich absolut sicher fühlen, dass sie anliegen und zur Ruhe kommen. Darum schlafen die Schafe auch oft im Stehen. Die müssen eigentlich immer bereit sein zum Flüchten. Und bis die aufgestanden sind und flüchten können, sind sie schon gefressen. Darum schlafen sie lieber im Stehen. Aber wenn sie sich ganz sicher fühlen, dann können sie anliegen und wirklich zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei uns. Wir sind ständig beschäftigt mit irgendetwas. Wir sind so oft unsicher. Und gleichzeitig brauchen wir eigentlich in unserem Leben so die Ruhe. Nicht schaffen, sondern wirkliche Ruhe. Wir sind ständig, auch in unserer Freizeit sind wir ständig mit irgendetwas beschäftigt, manchmal sogar 4 Sachen gleichzeitig. Wie so Schafe, immer dran, nie anliegen. Aber unsere Seele, die muss zur Ruhe kommen. Und dort bei Gott, wo unsere Seele ernährt, dort bei Gott, wo uns Sicherheit gibt, dort können wir zur Ruhe kommen. Und dort passiert nachher auch etwas. Das heisst nämlich nachher, das ist eigentlich schon im nächsten Vers, aber ich glaube, das gehört da wie zusammen: Er erquickt meine Seele. In anderen Übersetzungen heisst, und das finde ich sehr schön, heisst, er bringt meine Lebenskraft zurück oder er stellt meine Seele wieder her. Und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder brauchen. Und vielleicht ist das, was du heute genau brauchst. Und dort bei dem: Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Dort kannst du Gott immer wieder sagen: Ja, Jesus, führ mich zu dir. Führ mich dort an, mach mich satt, mach du mich sicher. Und Jesus, führ mich in deine Ruhe. Erfüll du mich mit deiner Ruhe. So, dass meine Seele wiederhergestellt werden kann. Da kannst du dich fragen: Wie sieht es denn in meiner Seele aus?
Du kannst mit Gott darüber reden, brauche ich Ruhe, habe ich Ruhe, weiss ich überhaupt, was Ruhe ist? Stimmt meine Prioritätensetzung oder müsste ich mal über gewisse Sachen nachdenken? Es geht weiter mit, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe gelernt, dass Schafe ewig an der gleichen Stelle weiden und grasen würden, wenn man sie nicht führt. Wenn man Schafe nicht führt, dann grasen sie weiter, bis der Hügel nur noch Dreck ist, bis er Wüste ist, aber sie grasen weiter und sie suchen weiter in dem Dreck nach dem Fressen, weil das ist ja das, was sie machen, fressen, suchen, aber sie finden nichts, aber sie bleiben. Warum sie so sind, weiss ich nicht, aber das habe ich gelernt. Und ich glaube, manchmal ist es auch ein bisschen so bei uns. Wir sind im Elend, aber wir bleiben in unserem Elend sitzen. Und manchmal merken wir es nicht einmal, dass wir im Elend sitzen. Aber in diesem Elend suchen wir nach etwas anderem, aber wir finden es, wir bleiben einfach sitzen. Manchmal aus Gewohnheit, was immer schon so gemacht, mache ich immer so. Manchmal, weil ich es nicht besser weiss. Manchmal, weil ich es nicht merke. Manchmal einfach aus Faulheit. Und manchmal, weil ich Angst habe. Weil ich nicht weiss, gibt es denn irgendwo etwas Besseres? Und manchmal, weil ich einfach keine Kraft habe, um weiterzugehen. Aber dort, wo du sagst, hey Jesus, du bist mein guter Hirt, sagst du eben auch, Jesus, gang du voraus. Und du weisst, wenn es Zeit ist von diesen grünen Auen, bei diesem schönen Bach, und du weisst, wenn es Zeit ist, zum Weitergehen. Und es kann gut sein, dass Gott dich gerade heute Morgen herausfordert. Und dass er dir sagt, hey, schau, es ist Zeit zum Weitergehen. Ich sehe, es hat gar nichts mehr zum Fressen da. Komm, wir gehen weiter. Es ist Zeit, die Entscheidung, die du schon so lange vor dir anschiebst, die endlich zu treffen. Es ist Zeit, das Telefon zu machen. Es ist Zeit, die Therapie anzufangen. Es ist Zeit, dich endlich mit deinem Vater zu treffen und dich auszusprechen. Es ist Zeit. Ich weiss nicht, was bei dir Zeit ist. Aber dort an diesem Punkt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, dort kannst du Gott sagen, ja, du bist mein Hirt. Und du weisst, wenn es Zeit ist, zum Vorwärts zu gehen. Und du guter Hirt, zeig mir doch, wodurch das es geht, was meine nächsten Schritte sein könnten. Und du guter Hirt, gib mir Mut, gib mir Kraft für die nächsten Schritte. Du kannst dich fragen, wo bin ich festgefahren? Du kannst dich fragen, wo sollte ich die mutige Entscheidung treffen? Und vielleicht lohnt es sich auch darüber nachzudenken, was hindert mich denn daran, weiterzugehen? Und dann kommt wahrscheinlich einer der bekanntesten Teile vom ganzen Psalm. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In anderen Übersetzungen ist die Rede vom Todestal. Das ist der Punkt in deinem Leben, wo du das Gefühl nicht mehr tiefer runterfallen kannst, wo das Gefühl nicht mehr dunkler werden kann, dort, wo es dir den Schnuff nimmt. Und in diesem Tal ist es dunkel, in diesem Tal ist es kalt, es ist felsig, du weisst nicht, was hinter diesen Felsen lauert und du weisst nicht, wie es hinter den Felsen weitergeht. Du weisst nicht, ob das Tal endlich aufhört oder ob es einfach noch schlimmer wird. Aber wenn du in diesem Todestal weg vom Tal schaust, weg von diesen Felsen, weg von diesen möglichen Steillawinen, weg von diesen Tieren, die hinter diesen Felsen lauern, weg zu diesem Hirt schaust, dann siehst du, da ist dein guter Hirt und du bist nicht alleine dort. Und in der einen Hand, da hat der Hirt so einen Stecken, eigentlich war es mehr ein Knüppel, den er in der Hand hatte. Ein Knüppel, um die Schafe vor Raubtieren, vor gefährlichen Tieren zu schützen. Und in der anderen Hand, da hat er eben den Hirtenstab gehabt, so einen langen, eher dünnen Stecken, wo er die Schafe durch ganz unwegsam, durch ganz gefährliches, so ganz dunkles Gelände durch, hat er sie führen, nur mit dem Stab. Und das gibt diesen Schafen, und ich glaube, das gibt auch uns eine Sicherheit. Das gibt Trost.
Weil in so Todestäler, in diesen dunklen Tälern, so geht es mir jedenfalls, da kann man sich sehr, sehr einsam fühlen. Auch wenn du ganz viele liebe Leute um dich herum hast. Leute, die es gut meinen mit dir, Leute, die mit dir sind. Aber irgendwie fühlt man sich trotzdem so ganz alleine. Und dort zu wissen, nein, und ich bin nicht allein. Und der Hirte, der ist bei mir. Egal, wie lang das Tal geht. Egal, wie es hinter der nächsten Ecke weitergeht. Egal, wie dunkel das es dort ist. Egal, wie hart das es ist. Er ist dort. Und spannend ist ja, es heisst nicht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du führest mich auf schnellstem Weg und unbeschadet raus. Es heisst, du bist bei mir und das tröstet mich. Und ich glaube, das ist wahr. Jesus macht oft keine Abkürzungen mit mir, aber er ist bei mir. Und wenn du im Moment in diesem Tal bist, dann ermutige ich dich. Und das ist manchmal sehr schwierig, aber dann ermutige ich dich, schau weg von diesem Tal. Schau auf deinen Hirt. Und da kannst du deinem Gott sagen, schau, ich entscheide mich, auf dich zu schauen. Du bist bei mir, du lässt mich nicht los. Du weißt, was mir Angst macht. Du weißt, was mich bedrückt, was mich traurig macht. Und ich brauche dich. Ich brauche deinen Schutz, ich brauche deine Führung, ich brauche deinen Trost in meiner Not. Du kannst darüber nachdenken, wohin schaue ich denn so als erstes, wenn ich in so einem Tal bin? Oder was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir Trost? Oder was gibt mir vermeintliche Sicherheit und vermeintlichen Trost? Es geht weiter mit, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Schafe haben Find, das ist es so. Sogar in der Schweiz haben Schafe inzwischen natürlichen Find, den Wolf. Aber am David seine Schafe, die haben noch einige andere Finde gehabt. Neben dem Wolf hat es Bären, Hyänen, Leuen, viele verschiedene Raubtiere. Raubtiere, die angreifen können. Und auch wir haben so Finde, die uns angreifen. Manchmal passiert es durch andere Menschen, manchmal ist es Ungerechtigkeit, die dir widerfährt und du musst wohl oder übel irgendwie damit dealen. Aber ganz oft sind so Angriffe eben auch in unseren Gedanken. Sie ziehen uns ab, sie verunsichern dich, sie machen dich schwach. Gedanken, die dich zu schlechten Entscheidungen verleiten. Und mitten in diesem Angriffensein zeigt sich Gott, der Hirt, als Gastgeber. Und er lädt dich ein, zu ihm an den Tisch zu kommen. Und ich habe das immer so ein komisches Bild gefunden. Ich habe immer gefunden, ich bin mitten im Kampf und du willst mit mir essen. Ich hätte es im Fall lieber, du würdest jetzt den Knüppel holen aus dem Todestal und haust dem eins auf den Tötz. Aber warum mit dir da essen kommen? Aber je länger ich mit dem Psalm unterwegs bin, desto mehr ist das eine von meinen Lieblingsstellen geworden. Eines von meinen Lieblingsbilder geworden. Weil mitten im Kampf mit Gott am Tisch sitzen, mitten in diesen Angriffen, die in meinem Kopf passieren, darf ich am Tisch sitzen und mit Gott reden. Weil das ist es, was ich zum Beispiel mache, wenn ich Leute einlade zum Essen zu mir. Es geht mir schon auch ums Essen, aber es geht mir vor allem darum, dass ich mit diesen Leuten am Tisch sitzen und mit diesen Leuten austauschen und wissen, was denkt ihr denn, was habt ihr erlebt, wie geht es euch, wer bist du, wer bin ich. Und wir reden miteinander, wir tauschen aus. Und mitten in diesem Wirrwarr in meinen Gedanken, in diesen Angriff in meinem Kopf, darf ich mit Gott am Tisch sitzen und darf mit ihm austauschen und darf hören, was denkt denn Gott eigentlich. Ich stelle mir das einmal so ein bisschen vor, so wie, weisst Gott, ich habe einfach das Gefühl, ich kann nichts und ich bin nichts. Und schaut mich Gott an und sagt, ich hole jetzt einmal das Dessert. Dann sage ich dir einmal, was ich denke. Vielleicht sagt er bei der einen, komm, nimm noch mal einen Schluck Wein. Das ist im Fall richtig gut. Und dann haben wir Zeit. Dann sagt er mir, du hast das Gefühl, du kannst nichts. Aber hey, schau mal, ich sage dir, du vermagst alles durch den, der dich stark macht. Und weißt du, wer dich stark macht? Das bin ich. Ich habe das Gefühl, ich bin so wertlos. Ich bin im Fall ans Kreuz für dich gegangen. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist mir das Wertvollste, was es gibt.
Und ich glaube, dort so die Gedanken finden, die wir im Kopf haben, austauschen mit den Gedanken, die Gott für uns hat und über uns hat, über die Situation, über die Menschen, das bringt Veränderung. Und dann ist ja die Rede davon, dass Gott dann nachher das Haupt salbt. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und das hat man früher so gemacht, im Nahen Osten. Wenn Gäste gekommen sind, hat man dann das Haupt gesalbt als Begrüßung. Das passt zu diesem Bild, so zum an den Tisch kommen, am Gastgeber sein. Aber der Philipp Keller schreibt wie noch etwas anderes drin. Und das habe ich ganz einen spannenden Aspekt gefunden. Er beschreibt, dass Schafe nicht nur Raubtiere als Find haben, sondern ganz viele kleine, krabbelnde, aber vor allem fliegende Tierchen. Unter anderem die ganz fiese Nasenfliegen. Und das ist ein bisschen grusig, aber ich finde es total spannend. Die Nasenfliege, die versucht im Vorbeiflug ihre frisch geschlüpften Larven so in die Schleimhäute von der Nase von diesen Schafen hineinzuspritzen. Und wenn sie es geschafft haben, dann gehen die wurmartigen Larven, die schaffen sich dann da auf durch den Atemweg in den Kopf hinein, setzen sich dort fest, verursachen ganz schlimme Entzündungen, bis zur Blindheit. Die einen sterben daran und ganz, ganz schlimme Schmerzen. So schlimm, dass die Schafe sich die Köpfe an die Bäume tatschen und je nachdem irgendwo die Klippen durchgumpen. Das ist nicht lustig. Und wieder das Bild, das sind so Gedanken, die ankommen, die sie eigentlich nicht angehören. Die krabbeln da rauf, so die Gedanken finden. Und der Philipp Keller, der hat, als er Hirt war, hat er dann einmal so eine Mischung gemacht, so aus Leinöl, Schwefel und Teer, hat den Kopf von seinen Schafen mit dem eingeölt, damit die Nasenflüge nicht haben können ihre Larven legen. Und in der Bibel wird das Bild vom Salböl oft als Symbol vom Heiligen Geist gebraucht. Und dort am Tisch von Gott dürfen wir die Gedanken, die schon den Weg hineingefunden haben, austauschen. Aber wir dürfen uns auch salben lassen, beschenken lassen, erfüllen lassen vom Heiligen Geist, damit eben die blöden Gedanken, die doofen Nasenflüge nicht den Weg in unseren Kopf finden. Sondern dass wir Gedanken von der Hoffnung, Gedanken von der Freiheit, Gedanken von der Wahrheit in Bezug auf uns selber, in Bezug auf unsere Situation und in Bezug auf andere Menschen dürfen haben. Und da kannst du Gott sagen, schau, ich will an deinen Tisch kommen. Das ist der beste Platz zum Sein. Ich will mit dir reden. Gott, zeig mir, was du über mich denkst, was du über meine Situation denkst. Zeig mir, was du über andere Menschen denkst. Und Heiliger Geist, füll du mich neu, jeden Tag. Du kannst dich fragen, was habe ich denn da für Gedanken finden? Was sollte ich umtauschen? Wo brauche ich Gottes Wahrheit in meinen Gedanken? Und es endet der Psalm mit Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Am Schluss vom Psalm sind wir eigentlich wieder auf eine Art wie am Anfang vom Psalm. Mir wird nichts mangeln, hat es geheißen. Du bist mein guter Hirt, Gott. Und am Schluss heißt es Gutes und Barmherzigkeit. In anderen Übersetzungen heißt Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich finde das so ein schönes Wort, folgen. Das verfolgt mich. Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Liebe, das klebt an mir. Das hat sich wie verbunden mit mir, mein ganzes Leben lang. Es ist nicht einfach so ein Zehner-Ticket. Es ist auch kein Saisonabo. Ja, wir schauen jetzt einmal, machen so eine Schafsaison und dann schauen wir mal, ob wir das weiterführen mit dir. Nein, das ganze Leben lang. Gott sagt, ich verbinde mich mit dir mein Leben lang. Und meine Seele darf es zuhause haben bei Gott. Und man kann das immer, das kann man verstehen, so bis an mein Lebensende. Man kann es aber auch lesen als über mein Lebensende raus, über meinen Tod raus. Und da wird zumindest mein Horizont und mein Blickfeld gerade noch ein bisschen breiter gemacht. Und da an diesem Ort ist für mich immer der Moment, wo ich einfach Gott Danke sagen kann. Wo ich ihm danken für deine Barmherzigkeit, für seine Gnade. Wo ich ihm sagen kann, du bist so ein guter Hirt. Ich danke dir für deine Liebe, die nie aufhört. Und dein Haus, das ist ein guter Ort für meine Seele. Und ich möchte zum Abschluss einfach nur den Psalm 23 lesen.
dass wir dann zusammen beten können. Ich werde die Vers lesen und dazwischen so ganz wenig Zeit geben, dass du vielleicht mit Gott darüber ins Gespräch kannst kommen. Jetzt warten wir noch schnell. Herr, du bist mein Hirt und mir wird nichts mangeln. Du weidest mich auf einer grünen Aue und führst mich zum frischen Wasser. Du stellst meine Seele wieder her. Und wenn es Zeit ist, führst du mich weiter auf dem richtigen Weg und machst damit deinem Namen alle Ehre. Und auch wenn ich im finsteren Todestal wandere, ich fürchte kein Unglück, weil du mein Hirt bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Und du salbst mir mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit, Gnade und Güte, deine Liebe werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde im Haus vom Herrn, meinem Gott, meinem Hirt, meinem Vater, für immer bleiben. Amen. Und wenn du merkst, du würdest gern wie noch mit jemand anderem über gewisse Themen, die vielleicht bei dir aufgekommen sind, beten, dann ist das Gebetsteam da vorne für dich bereit und du darfst gerne dort hingehen.